Meine Damen und Herren, die Polizei Köln wurde heute Morgen um 9:05 Uhr telefonisch über die Leitstelle informiert, dass es an einem Wahlstand der CDU hier in Köln-Braunsfeld, Aachener Straße 458, der dort im Rahmen eines Wochenmarktes, der dort heute stattfand, errichtet wurde, dass dort mehrere Personen verletzt worden sind. Recht schnell, innerhalb von weniger als 4 Minuten, waren erste polizeiliche Einsatzkräfte dort vor Ort und ein zufällig in seiner Freizeit anwesender Mitarbeiter der Bundespolizei konnte zu dem Zeitpunkt bereits ohne weitere Widerstandshandlungen den Tatverdächtigen dieses Einsatzes vorläufig festnehmen, und er wurde dann unmittelbar von den von uns eingesetzten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Polizei Köln übernommen und hierhin zum Polizeigewahrsam transportiert. Wir haben vor Ort festgestellt, dass dort Frau Reker schwerst verletzt war. Eine weitere Frau ebenfalls offenbar durch Messerverletzung schwer verletzt und 3 weitere Personen leicht verletzt. Wir haben hier im Polizeipräsidium Köln sofort eine besondere Einsatzorganisation aufgebaut und konzentrieren uns mit allen uns zur Verfügung stehenden Möglichkeiten darauf, die notwendigen Ermittlungen durchzuführen, insbesondere natürlich auch zu den Beweggründen und den Zielen dieser schlimmen Tat. Festgenommen wurde dort auf dem Wochenmarkt ein junger Mann, der seit ca. 15 Jahren hier in Köln lebt, deutscher Staatsangehörigkeit, der nach ersten Einlassungen sagte, dass er eben dort mit einem Bowie-Messer, das er dabei hatte, er hatte darüber hinaus ein sogenanntes Butterfly-Messer bei sich, Bilder von beiden Tatmitteln haben wir dort für Sie bereitgehalten, dass er damit gezielt und bewusst Frau Reker angegriffen hat. Er sagt auch in seinen Einlassungen, dass er aus fremdenfeindlichen Motiven heraus diese Tat begehen wollte und begangen hat. Wir haben im Rahmen der ersten Ermittlungen festgestellt, dass er wohl alleine gehandelt hat. Wir haben bisher keinerlei Erkenntnisse, dass weitere Personen an dieser schlimmen Tat beteiligt waren. Zu der Person haben wir im polizeilichen Bereich bisher keinerlei Erkenntnisse. Die Ermittlungen, insbesondere natürlich was das Motiv angeht, einschließlich auch natürlich der Verfassung und des Gesundheitszustandes dieses Tatverdächtigen, dauern an. Und wir werden dort weiter intensiv alle Möglichkeiten ausschöpfen, um die Tat und auch die Hintergründe vollständig aufzuklären. Wir haben bisher nur eben erste Informationen von Seiten des Tatverdächtigen, die aber eben noch weiter überprüft werden können, und darin hat er seine Absicht dargelegt, aus eben fremdenfeindlichen Motiven gezielt die Oberbürgermeisterkandidatin Reker, also Frau Reker in dieser Funktion, anzugreifen. Weil sie Verantwortung trägt in dem Bereich. In diesem Kontext ja.